Ich möchte gerne ein paar schöne Weihnachtskärtchen machen. Ich habe mir hier ein paar Kärtchen zugeschnitten aus Bastelkarton und da habe ich mir ganz Haufen Geschmäus ausgestanzt mit den Sissigs, so ein bisschen weihnachtliche Motiv auf weihnachtlichem, ja, auch so Bastelpapier halt. Und dann sollten wir doch hier irgendetwas Wunderbares zustande bringen. Hallo zusammen, schön sind ihr hier bei Handgelenk mal Pi. Wie gesagt, die Kärtchen sind ganz aus normalem Bastelkarton. Man kann natürlich auch welche kaufen, dann passt auch gerade das Kuvert dazu. Ich hatte jetzt noch so viel Karton und habe gefunden, komm, daraus machen wir doch Kärtchen. Ich habe die auch mit dem Scoreboard gefalzt, damit es ein bisschen eine schöne Linie gibt. Es sind nicht alle Kärtchen genau gleich gross, weil mein Papier nicht ganz gleich gross war und weil ich zum Teil ein bisschen krumm abgeschnitten habe. Und dann ist das Kärtchen immer kleiner und kleiner und kleiner geworden. So, ja, aber das ist ja egal, das interessiert schliesslich überhaupt niemand. Ich habe mir da so ein bisschen überlegt, ich habe einen Haufen Tags, wo man dann da irgendwie einfach so ein bisschen ausstatten kann mit diesen Sachen, irgendwie so. Und nachher klebt man dann da auf das Kärtchen so ein Bellyband oder ein Täschchen drauf, wo man dann das reinstecken kann. Oder man klebt es einfach sowieso gerade schon so drauf. Ich weiss es noch nicht so genau. Ich habe jetzt auch mal gefunden, ich tue einfach mal von denen hier ein paar so vorbereiten und dann hier immer schön hier herlegen. So. Und dann schauen wir mal, auf welche Farbe von Kärtchen das Zeug dann drauf passt. Das geht mal noch schnell weg und dann habe ich dann nämlich ein bisschen mehr Platz. Ich habe auch Papier, so wie das hier, das wird sehr schwierig, das irgendwie jetzt vergesellschaften. Doch, zwar so, ein bisschen so als Hintergrund könnte man etwas machen. Ja, ich weiß nicht. Es ist eben wirklich, es ist recht schwierig. Es hat ein paar, die sind ganz einfach. Mal schauen, was so alles noch vorkommt. Wow. Ein paar sind vorne und hinten schön. Aber wenn man es natürlich stanzt, dann ist eine Seite immer so. Also wenn man dann die Seite nimmt, ja, hat man dann da immer so ein kleines wüstes Rändchen, wo dann vielleicht nicht so ideal ist. Es hat auch Papier, und das ist auch beidseitig schön. Aber das zum Beispiel nicht. Das kann man wirklich nur auf dieser Seite brauchen. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Das war auch immer so ganz hübsch, hat mit so einem Kreis. Ich habe da schon ein paar Mal ein bisschen irgendwas ausprobiert. Oder so. Da kann man natürlich alles machen. Alles. Oh, schau mal, so ein winzig kleiner Reli. Ah, ist das schnussig. Haben wir da noch so etwas Gumpendes? So ein Gumpensreli. Das ist doch schön. Es sieht aus, als würdest du vor so einem roten Mond durchgumpen. Oh ja, das gefällt mir gerade ganz gut. Also die sind eben auch noch recht schwierig zum... Das ist viel zu nervös. Das kann man wirklich fast nicht... Ja, noch knapp so irgendwie. Oh. So würde es noch gehen. So, Merry Christmas. Und dann so, oh, guck mal, aber das ist also auch noch schön. Oder ist das zu wild? Sieht man das schon? Verschwindet das schon fast wieder ein bisschen? Das ist eben wirklich noch schwer. Da, die sind eben noch gut. Oh,
da haben wir noch ganz kleine. Oh, schau mal. Da könnte man irgend sowas machen mit so einem Schneesternchen. Oder so. Oh, schau so. So und nachher das Rähli. Das wäre doch hübsch. Oder nicht? Ist das kitschig? Vielleicht das. Und es geht fast ein bisschen wieder ein bisschen unter. He? Da, also das ist jetzt etwas für mich. Ich könnte da stundenlang dran hocken. Und alles 200 Mal täuscheln. Oh, das ist aber schön. Das passt zu dem gut. Da ist noch so eins. Nein. Das steht doch ein bisschen verloren, hä? Wir dem noch irgendwie ein Bäumchen geben oder so. Oder ein... So eins da. Nö. Nein. Oh, jetzt habe ich was Schönes gefunden. Es geht schon fast wieder ein bisschen unter, das geht nicht. Bin ich noch im Bild? Bin ich da noch im Bild? Ich weiß es nicht. So. Aber jetzt braucht das schon noch irgendwie ein Tannenbäumchen oder so. Das ist ein bisschen mickriges. Das ist nicht schön. Und das Grosse hat eigentlich da wieder keinen Platz. Ist das schon wieder zu wild? Oh. So, da hätten wir noch so ein Zweigli. Oh. So, also die dunklen Rähchen, die machen schon noch ein bisschen mehr Kontrast, wenn da die braunen Scheiben.
Oh, da haben wir noch so ein grosses. Hey. So. Geht gar nicht. Also ich muss schon sagen, ich habe da sehr, sehr zusammengewürfelte Geschichten. Und doch hat es dann wieder ein paar Sachen, die mega gut zusammenpassen, finde ich. Es ist noch so schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Da brauchen wir irgendetwas noch drauf. Aber die sind schon schwer. Die sind nicht so gäbig da. Die sind hübsch und so, aber... Aber das könnte man ja so. So, ja. Das passt natürlich wieder total. Das gefällt mir gar nicht. So. Ja, das ist schon ein bisschen wild, hä? Das ist halt sehr dunkel, aber sehr herzig. Das gefällt mir aber noch viel besser. Das gefällt mir nicht. So, oh mein Gott, ist das herzig. Schau mal. Das ist süß. Das da ist auch noch nicht ganz so ausgereift. He? Aber irgendwie finde ich das ein doofes Rädchen. Muss man vielleicht hier hinten herpflümeln? Nein. So, oder? Oh, gut. Ich finde die einfach so schön, die fliegenden Rehe gefallen mir. So, aber ohne das. Und jetzt.
So, mal schauen, wie viel haben wir überhaupt? Jetzt. Viel zu viel. Viel zu viel. Das geht mal weg. So, aber die finde ich eigentlich noch so recht herzig. Und jetzt könnten wir die da probieren, da irgendwo drauf zu verteilen. Mal ein bisschen gut schauen, was wo passt. So, ich habe das Gefühl, also die so ein bisschen blau angehaucht sind, müssten auf ein blaues. Oh, jetzt kann ich das nicht auflesen. So. Das Blau da ist wahnsinnig leuchtig. Und auch das Rot. Das Rot ist sehr rot. So. Das würde auch auf ein Grünes passen. Wow. Das würde vielleicht sogar auf ein Blaues passen. Ja, zwar. Vielleicht ein Grün. Das muss sicher blau sein. Oder grün. Ja, gut. Nein, das muss schon blau. Das heisst, das muss auch blau. Bin ich sicher, ob das mitmachen darf. Und das auch hier. Das ist noch nicht ganz klar. Blau. So. Das ist langweilig. Und das da. Rot oder grün? Ich finde es immer noch ein bisschen zu wild. Einfach ein bisschen zu wild. Das weiß ich auch noch nicht genau, ob es das mitmachen darf. Das ist sehr schlicht, aber finde ich recht hübsch. So. Ja, eben jetzt haben wir nur noch 2. Dann hätte ich jetzt das hier genommen. Oder aufs Grüne. Und ich finde aber das noch recht schön mit dem Stern. So, aber das ist auch herzig. Oder das lieber als das? Oder als das? Wenn das so wild ist. Nein. Ja, sonst muss ich dann halt noch ein paar Kärtchen mehr zuschneiden. Irgendwo hat es dann sicher noch ein bisschen Papier. Das hier finde ich auch wahnsinnig herzig. Und sonst
kann man dann auch 2 drin tun, zum Beispiel die 2. Da. Und das da würde vielleicht noch zu dem passen. Das weiß ich noch nicht. Das geht, glaube ich, weg. Und da könnte man vielleicht auch 2 machen. Irgendetwas passt mir aber an dem gleich noch nicht ganz. Oder machen wir einfach das weg? Nein, irgendwie nicht. He? Irgendwie nicht. So, ganz schlicht und einfach. So, also, und jetzt müssen wir natürlich die Tags auch noch vielleicht befestigen. Irgendwie so. Das ist ein bisschen schwierig auch wieder. Oder nur so als Dings. So zum Reinstecken, nur so. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Da, ganz ein schmales Bellyband. So. Das habe ich das Gefühl, könnte man auch einfach so draufkleben. Das auch. Das muss gar nicht zum Rausnehmen sein. Da könnten wir vielleicht eins draufkleben und innen drinnen noch ganz ein kleines Täschchen machen. Oder so. Um das reinstecken. So. Sieht also gerade noch nicht, he? Da könnte man so machen. Und das. Ich kann es einfach nicht aufnehmen. Das so reinstecken. Jetzt bin ich nicht immer gerade so ganz überzeugt von meinen Lösungen. So, oh ja, das wäre noch herzig, he? Das wäre noch hübsch. Aber im Moment, das ist gar kein Kärtchen. Also kein Tag. So. Könnte man das noch in ein Tag tun? So. Ah ja. Ja, genau so. Genau so. Jetzt bin ich wieder da. Nein, da bin ich auch noch. Da fehlt auch noch irgendetwas zum Reinstecken. Happy. Nein, das ist natürlich das. So, also. Fort mit dem Zeugs. So. Und dann kann man ja immer noch das Sternchen nehmen. So, dann hätten wir hier eins. Ja, komm, und dann stecken wir beide so rein. Das ist doch herzig. So, und das da, kommt das auch noch etwas über?
Haben wir noch etwas für das? Das ist ein bisschen riesig, hä? Ausser, wir machen hier auch noch etwas drauf. So. So, ich brauche da ein bisschen Platz. So, wow, ich habe schon gemeint, es hört nicht mehr auf. Hey. Aber ich bin tatsächlich durch und ich finde, die sind recht herzig rausgekommen. Ich weiss, es gibt natürlich da total die Künstler, was Kartengestaltung angeht und mit den Sizzix ausstanzen, die ganzen feinen Dingerli und dann das alles wunderschön arrangieren. Aber ich finde jetzt so als Anfänger oder Laie oder was weiß ich, was ich bin, gefallen mir doch eigentlich die Kärtchen noch recht gut. Und ja, so auf die Schnelle, oder? Ich meine, ich finde die herzig. Mir gefallen die, auch wenn das jetzt komplett zusammengewürfelte Papier sind. Klar hat man die Kärtchen auch noch ein bisschen besser abstimmen also die Farbe vom Kärtchen jetzt auf die Farbe vom Papier. Aber nein, ich bin zufrieden. Ich finde es voll herzig. Ich hoffe, euch hat es gefallen beim Zuschauen, wie ich da ein bisschen das Zeug umeinander geschoben habe. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Video wieder. Tschüss!